Hallo zusammen, hier der Remo live aus der Dino-Diele. Und jetzt ist es eben so. Krigi hat gefragt, was das eigentlich sein soll, der Pteranodon, den ich da im anderen Video genannt habe. Und darum hier mal griechisch Fakt Nummer 4. Viele Dino-Namen sind bei der Entdeckung aus griechischen oder latinischen Vokabeln zusammengebastelt worden. Pteron, wo Flügel heisst, ist zum Beispiel beim Pterodactylus, wörtlich einem Flügelfinger, zum Zug gekommen. Hier siehst du, warum. Pteranodon, sein Name verratet, dass er Flügel hatte und Anodon war, also wörtlich der Flügel zahnlos. Zahnkunde ist bis heute auch die Odontologie und tatsächlich hat der Pteranodon keine Beisserli gehabt. Im Unterschied zum Ohrvogel Archaeopteryx, einem Uraltflügler, der aber kein Saurier, also keine Echsen war. Wenn du schon mal ein bisschen Nabokov hast gelesen, dann hast du vielleicht auch schon mal die Schmetterlingskunde begegnet, die er nicht nur selber betrieben, sondern auch in seine Romane eingearbeitet hat. Die heisst in der Fachsprache Lepidopterologie, also die Lehre der Schuppenflügler. Und dann gibt's noch den Phönikopter. Phönix heisst rot oder purpur. Hast du eine Idee, was ein Rotflügel könnte sein? Schreib sie in die Kommentare, lass mir ein Like und stay tuned für mehr Geeky Greek.